Lissas alte Waschmaschine. Das Übliche. Weiße Kittel, blaue Jeans und goldene Handtücher. Wem gehört denn sowas? Erstmal das Wasser abpumpen. Wasser abgepumpt. Fertig zum Entladen. Ist das da wirklich ein Handtuch aus goldenem Stoff? Wie geschmacklos. Hotel Le Comte du Roy. Barcelona. 5 Sterne. Herrgott. Wie kommt das denn hierher? Ein 5-Sterne-Hotel kann sich hier doch niemand leisten. Ein goldenes Handtuch mit eingesticktem Namen. Ein goldenes Handtuch mit eingesticktem Namen. Herrgott. Wie kommt das denn hierher? Ein 5-Sterne-Hotel kann sich hier doch nie... Ein goldenes Handtuch? Riecht wie frisch gewaschen. Aus dem gleichen Grund ist es auch noch triefend nass. Schwachsinn. Heckmeck. Larifari. Mumpitz. Das ist doch Firlefanz. Mischugge. Gut, jetzt haben wir ein Handtuch. Und was machen wir mit dem? Vielleicht mit ihm drüber reden? Du will... Was? Ich verstehe das nicht. Woher hast du das Geld für so ein teures Hotel? Das geht dich verdammt nochmal nichts an. Ich dachte, ihr habt kein Geld mehr. Und du fährst einfach so in ein 5-Sterne-Hotel nach Barcelona? Das ist mein Privatleben, verstanden? Damit hast du nichts zu tun. Also verschwinde hier und lass dich bloß nie wieder blicken. Ich hab doch gesagt, hau ab! Nur die Ruhe. Ich will dir doch nur eine Frage stellen. Frag. Und dann verschwinde endgültig in deinen Lebensabend. Ich kann es nicht leiden, wenn mir jemand in meinen Privatsachen herumschnüffelt. Er hat scheinbar was zu verbergen. Wo ist die Akte von der Delta-Alge? Wenn sie nicht im Aktenschrank ist, habe ich keine Ahnung. Und was ist mit der Delta-Alge selbst passiert? Das steht wohl in der Akte. Zu schade, dass sie verschwunden ist. Bis später. Gut, scheinbar hat die jemand verschwinden lassen. Das heißt, wir müssen wieder oben. So, was denn sie jetzt mittlerweile was? Lissa? Ja? Nochmal... Wieder nicht. Lass uns über etwas... Wäre besser. Bis später. Bis dann, Ben. Was machen wir denn mit dem Handtiere? Können wir das mit dem Mikroskop untersuchen? Quark. Oder vielleicht den Kittel? So ein Quark. Ich kann auch ohne Mikroskop... Kokolores. Besser nicht. Ich will nichts kaputt. Was hat es mit diesem Handtuch auf sich? Es gehört Duwe. War er wirklich in einem 5-Sterne-Hotel? Das kann sich doch kein normaler Mensch leisten. Ben, wenn du etwas über deinen Sohn wissen willst, dann frag ihn selbst. Und wenn er mir nichts erzählt? Dann geht es dich vielleicht nichts an. Gut, die Lisa scheint da eine Klugscheißerin zu sein. Die erzählt uns auch bloß einen Schmarrn. Ich habe keinen Grund, es zu untersuchen. Quacksalberei. Nonsens. Ha, Kokolores. Also nochmal.
Immer noch keine Spur von D54H. Pille-Palle. Tja, wo gibt's die Akte? Ich würde sagen, dass die bestimmt in der Koje von Duwe ist. Huhu. Was darf sein? Gibt es inzwischen... Nein, immer noch nicht. Ich möchte, dass Sie... Und wen? Rufen Sie... Und was? Sagen Sie... Er hat eine Geldkarte in einem Hotel in Barcelona liegen lassen. Und das Hotel will jetzt wissen, wohin damit. Wird gemacht. Findest du das nicht ein wenig albern, dem eigenen Sohn Telefonstreiche zu spielen? Sagen Sie dem Hotel, dass ich verdammt nochmal Travelers-Checks benutze. Gut, richte ich aus. War's das dann? Ach, sagen Sie ihm gar nichts. Dann soll ich ihn gar nicht aus... Nein, Okay. War wieder nix. das führt doch zu nichts. Ja, Du... Oder vielleicht in Barneys Büro? Hier, Barney? Ich bin's wieder. Hey, was darf's diesmal sein? Eigentlich wollte ich nur etwas plaudern. Immerhin haben wir uns lange nicht gesehen. Du, ich bin leider gerade noch etwas beschäftigt mit den Investoren. Aber sobald ich fertig bin und der letzte Anzugträger die Insel verlassen hat, komme ich zu euch rüber. Klingt das gut? Das klingt sogar sehr gut. Schön. Wegen meiner Rückreise. Buche mir bitte eine Unterkunft. Ich nehme an, du willst zu der Konferenz, die Faye erwähnt hat. Ich kann dir in Downtown Oslo das Grand Welcome Inn empfehlen. Oder das Garden City Hotel in der Nähe vom Botanischen Garten. Brauchen wir Hotel? Vielleicht ist in Barcelona. Buche mir ein Zimmer im Hotel Le Comte du Roy in Barcelona. Bist du dir da sicher? Klar, ich habe eine Schwäche für dekadente 5-Sterne-Hotels. Das meine ich doch nicht. Das Duroy ist ein sehr... spezielles Hotel. Ist es ein Bordell? Nein, es ist zwar auch auf männliche Gäste spezialisiert, aber es ist kein Bordell. Sagen wir einfach, dass sich die wenigsten Arbeiter auf unserer Insel dort wohlfühlen würden. Aber Duwe hat sich dort wohlgefühlt. Ich will mich da nicht einmischen. Lass Duwe es dir erklären oder finde es selbst heraus. Kann ich dir sonst noch bei irgendetwas helfen? Was hat es mit diesem Hotel auf sich? Es ist an sich ein ganz normales Hotel, aber mit einer klaren Zielgruppe. Und weder ich, noch du, noch Lissa oder der Doc gehören dazu. Aber Duwe. Ja. Wegen meiner... Ich hadere noch mit dem Hotel. Du kannst dich ruhig umentscheiden. Noch ist nichts gebucht. Organisiere mir eine Nacht im Grand Welcome Inn. Wird gemacht. Sonst noch ein Wunsch? Ach, ich kümmere mich doch lieber selbst drum. Wie du willst. Ich glaube, da können wir nicht weiter. Bis später. Gut, bis dann. Also noch nicht. Lissa, Ja? Da ist nix. nochmal wegen der Alten. Lass uns über etwas anderes sprechen. Wäre besser. Bis später. Bis dann, Ben. Bis dann. So, wieder zurück. Zu Duwe. Heute erstmal Murphy. Duwe, ich... Was? Bis später. Ich verstehe das nicht. Woher hast du das Geld für so ein teures Hotel? Das geht dich verdammt nochmal nichts an. Ich dachte, ihr habt kein Geld mehr. Und du fährst einfach so in ein... Das ist mein Privatleben. Also verschwind und lass dich bloß... Das ist doch Quatsch. Ich muss erst herausfinden, was mit der...
Da können wir nicht aussehen. Können wir denn unten irgendwas machen? Auf der Maschine steht, dass Duwe heute für die Mein Name wird da... Ha, Tinnef. Ha, Tinnef. Quatsch mit Soße. Schrott. Naja, jetzt werden wir erst einmal speichern, bevor es so weitergeht. Denn in der nächsten Aufnahme geht es dann genau da weiter. So, eine neue Runde, a new beginning. Und wir sind ja nicht weitergekommen. Wir waren mit Ben Svensson unterwegs. Aber irgendwas fehlt uns. Jetzt schauen wir nochmal in das Büro, also das Bürolabor. Da drin gibt es ja nichts mehr, oder? Das ist der erste Stopp, wenn man morgens das Labor betritt. Der spinnt mit den Arbeitskitteln. Ich glaube, irgendwas müssen wir über die Sprechanlage machen. Jetzt rufen wir vielleicht nochmal Barney an. Hier, Barney? Ich bin's wieder. Hey, was darf's diesmal sein? Was hat es mit diesem Hotel auf sich? Es ist an sich ein ganz normales Hotel, aber mit einer klaren Zielgruppe. Und weder ich, noch du, noch Lissa oder der Doc gehören dazu. Aber Duwe. Ja. Wegen meiner Rückreise. So, was machen wir denn? Ich denke, wir werden bald abreisen. Machen wir das? Ich denke, wir werden bald abreisen. Was heißt bald? Bald heißt, dass du alles für unsere Abreise bereithalten kannst. Gut. Brauchst du einen Helikopter oder nimmst du den gleichen wie auf dem Hinflug? Ich bleibe bei Oggis altem Militärhubschrauber. Kein Problem. Das ist dann weniger Aufwand für uns. Was brauchst du noch? Ja, was machen wir denn? Ich will, dass du uns bei Energy Oslo anmeldest. Für wann und warum? Für morgen. Und sag ihnen, wir wollen ihnen die Svenssonsche Blaualge präsentieren. Moment. Okay. War's das? Ich bin noch am Überlegen. Entweder den von Oggersund oder einen von uns. Entscheiden. Oder lieber den mit der Atlas-Hubschrauber. Ich fliege lieber mit einem der Atlas-Hubschrauber. Alles klar. Ich halte ihn dir bereit. Was brauchst du noch? Irgendwo stimmt nicht. Ach, ich kümmere... Wie du willst. Bis später. Gut. Bis dann. Irgendwas machen wir verkehrt. Huhu. Was darf sein? Gibt es inzwischen... Nein, immer. Keine Nachricht. Ich möchte, dass Sie jemanden ausrufen. Und wen? Rufen Sie meinen Sohn aus. Und was soll ich ihm sagen? Sagen Sie, er soll zum Funkhaus kommen. Sein Freund hat angerufen. Wird gemacht. Wie hast du erfahren, dass Duwe schwul ist? Ach, Bent, guck doch nicht so. Ihr redet doch noch nicht einmal über das Wetter. Wieso sollte er dir dann von seiner sexuellen Orientierung erzählen? Aber ich hätte das doch akzeptiert. Weiß ich denn gar nichts über meinen Sohn? Oh, er kommt jetzt zu mir. Was soll ich ihm sagen, wenn er hier ist? Sagen Sie ihm, sein Vater vermisst ihn. Oh, okay. Hoffentlich wird er nicht wütend. Oh doch, das wird er. Ist der jetzt wickert? Jetzt kann man doch mal schnell aufschauen, oder? Tatsächlich. Jetzt kann man nämlich da reinschauen, wenn die gerade zu ist.
Das Einzige, was mir die Aktion gebracht hat, ist ein richtig schlechtes Gewissen. Das macht nichts. Das ist Lissas Bett. Was haben wir noch? Dahinter sind die Kojen. Achso. Jetzt was haben wir denn da? Duves Bett. Früher war das mein Bett. Jetzt schläft hier Duve. Ich mache das nicht gerne, aber man lässt mir ja keine andere Wahl. Aha. Wenn das mal nicht die verschollene Akte ist. Das ist seltsam. Die Datenerhebungen enden am 20. Februar diesen Jahres. Entweder wurden die Werte seitdem woanders notiert, oder die Forschung an D54H wurde eingestellt. Das ergibt aber keinen Sinn. Warum sollte jemand unsere beste Alge ausrangieren? Und sonst noch was? Da ist nichts weiter. Nix mehr. Dann machen wir vielleicht wieder die Tür zu. Gut, jetzt haben wir die Akte, die verschollene. Die verschollene Akte der Delta-Alge, unserer leistungsstärksten Algenkultur. Die Datenerhebungen wurden am 20. Februar eingestellt. Was ist an diesem Tag nur geschehen? Tja, was ist da geschehen? Können wir da aussehen? Ich muss erst herausfinden, was... Nick. Moment, gehen wir da oben. Zur Lissa. Weil die weiß bestimmt irgendwas. So Lissa, ruck mal mit der Sprache raus. Lissa? Ja? Was geschah am 20. Februar? Warum wurden die Arbeiten an der Delta-Alge eingestellt? Ben, du willst das nicht wissen. Vor 2 Jahren habe ich mich an der Delta-Kultur fast tot gearbeitet. Natürlich will ich es wissen. Es gab einen Unfall. Einen Unfall? Ja, es kam zu einem Brand in der Algenstation. Die gesamte Kultur wurde vernichtet. Was ist mit Proben? Ihr habt doch bestimmt vorher Proben genommen. Nein, es gab einen Fehler in der Kommunikation. Ich dachte, Duve wäre an dem Tag für die Probenentnahme verantwortlich und er dachte das gleiche von mir. Es war ein dummes Missverständnis. Ein Missverständnis. Wo gehst du hin? Ich will dir nichts unterstellen, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Und ich werde keine Ruhe geben, bis ich herausgefunden habe, was. Warum hörst du nicht auf mich? Es war nur ein Unfall. So, jetzt sind wir beim Wohnkomplex. Sadi, bitte komm. Bent sagt, die Investoren sind überzeugt. Du musst dich geirrt haben. Nein, Faye. Ich habe mich nicht geirrt. Die Alge ist zu schwach. Sie wird die Welt nicht retten. Aber sie hat sogar die Wirtschaftsbosse überzeugt. Du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe. Ich kann nicht mehr daran glauben, Faye. Wir haben einen großen Fehler begangen. Was ist passiert, Sadi? Ich erkenne dich ja kaum wieder. Was soll schon passiert sein? Ich stecke in einer Zeit, die ich nicht verstehe. Meine Freunde sind tot und ich bin allein. Ich habe viel Zeit zum Nachdenken. Warum hustest du so viel? Ich weiß nicht. Seit Tagen wird es immer stärker. Ist aber nicht weiter schlimm. Früher oder später sterben wir doch alle irgendwie. Mein Gott, sag doch sowas nicht. Hol dein Medikit und mach einen Scan. Vielleicht bist du einfach nur erkältet. Vielleicht. Was meinst du damit, wir haben einen Fehler gemacht? Ich meine den Phoenix-Plan. Aber der Phoenix-Plan ist doch gut. Wir retten die Welt vor dem Untergang. Delphin sagt, ihr habt in San Francisco einen Überlebenden ermordet. Das war Salvador. Und in Oslo ein Gebäude gestürmt. Und Geiseln genommen. Das musste sein. Sie hätten sonst nicht auf uns gehört. Wo wir auch hinkommen, Faye, wir haben nichts als Leid gebracht. Oder hast du auch irgendetwas ohne Gewalt erreicht? Ich habe Bent überzeugt, mir zu helfen.
Wieso zweifelst du so sehr an unserer Alge? Weil sie nicht unsere Alge ist. Ich war in einem Archiv. Da gab es diesen Zeitungsartikel. Norwegische Algenzucht eingestellt. Millionen flossen in Forschung, die keinen mehr interessiert. Ben Svenssons Alge war so schwach, dass nicht einmal die Forscher noch daran glaubten. Aber das verstehe ich nicht. Ben Svensson. Der Svensson. Ich habe auch Barney getroffen. Und den Arzt. Sie alle glauben an Ben und seine Forschung. Sieh es ein, Faye. Ben Svensson ist ein gescheiterter Mann. Mach ihm keine falsche Hoffnung. Das macht alles keinen Sinn. Du musst dich einfach irren. Faye, bitte. Du musst mir zuhören. Seit Beginn der Mission haben wir den Menschen nur Tod gebracht. Es ist wie ein Fluch. Alle sterben. Hör auf, an die Alge zu glauben und verschwinde von der Insel. Ben Svensson wird sonst sterben. Bitte, Sadie, wenn du meine Freundin bist, dann vertraue mir. Die Alge ist stark genug und Ben Svensson ist unser Retter. Dann wird auch er sterben. Sadie? Ben, wir sind an. Sadie! Sadie! Oh nein, was stimmt denn jetzt wieder nicht?